ich meine, dass agréabel eng Diskussion ha im Lützeburger Parlament iwwer d'Ukraine nutzeleustere, wann es an Europa den Ton heiert, den am Blick ugeschloget. Ha sind aber all Redner, muss ich so moderat an ihren Usichten am Vergleich op jeden Fall wer den heiert für Plätze wie Riga, wo der EU-Präsident aus vu verschiedenen Organisationen kurz nach op Konferenze wären, a wo en et gespiert krit, wie stark kannst du den Hass gemischt mat Angst für Russland an denen Länder ass, an wie eng Rhetorik ugeschloget, die awer kann Angst machen, weil se der aktueller Situation wieder entspricht nach Virunhëlleft. Et das also wichtig menggene Stadt Malle Gu mat Moos an mat Viersicht op die Situation reagieren. Und auch hier am Parlament lo mat allem gute Willen, den er kann von verschiedene Seiten spieren, und das auch gut so muss ihn oppassen, dat den eben net seht, et ginge Krieg gin man Putin an der Ukraine, dat as Gott sei Dank as kein international Kriegssituation, do auch war Russland natürlich großen Abfluss do huet. An het as auch zwar richtig wie zu soen, dat Russland eng Rolle spielt sowohl a Georgien wie a Moldawien, mir wann en Situation guckt von den Konflikte an denen zwei Länder, dann ass de awer och mat verursacht durch den Nationalismus, den in Orem kann verstohlen nur der Ablesung von der Sowjetunion a Georgien, wo zum Beispiel der Präsident Saakashvili de Südossetien ugegraf hat 2008 für die Region Remmer Georgien heranzugliedern, an das ich do no, wo Russland interveniert huet an der 5. Krieg der Lastgängen. Also ich meine, das schon wichtig für eben Verantwortung für Russland hinzuweisen, aber Verantwortung hecht nicht unbedingt Schuld. An die Situationen sind so komplex, also subtil heinz dort zu verstehen, der wirklich sich soll die Zeit holen, sie zu reflektieren, zum an einer Krisensituation, wie man sie haut kennen, mit der größten Viersicht Termen zu benutzen. Ich checke noch immer, wie von einer Annexion von der Krim zu schwätzen, ein höchsten Offizier vom Militärstab von der Europäischen Union zu gehen, für kurzem an einer Rede gesagt, conquered, Russia conquered the Crimea, das ist nicht richtig. Auch da muss ich die genau Chronologie von den Evenementen am Erbehalen dann einfach gesehen, dass auch der Willen von der Bevölkerung auf der Krim, ob den russische Militär da war oder nicht, aber auch die Werbe zurück bei Russland zu kommen. Und muss ich neben der territorialer Integrität von den Staaten aber auch gucken, dass Selbstbestimmungsrecht von den Engeln und den anderen matt konsideriert wird, ihr zu einer juristischen Analyse a Konklusion könnt. Mit Georgien ass net viel zu so, ich will auch de pur die wat Ukraine so Georgien ist aber in dem Sinn vielleicht interessant, weil ihr kennt ja all die Rankingen, die immer gemerkt gehen von der ökonomischer Freiheit und so weiter, die mir auch als Lützeburger zitieren. Georgien als auf dem Ranking von der ökonomischer Freiheit am Blick eng Platz an der Lützeburg. Das Interessante, ich meine, das den von einer amerikanischer Stiftung, die Ranking immer abstellt. Lützeburg ist dort die 21. Platz zurückgestuft gegen Georgien und die 22. Platz abgestuft gehen, trotz der ganzen Korruption an dem Land. Ich meine, so froh ich kann wie Georgien sind, dass auf die 22. Platz kommen, so kann ich aber froh, ob Lützeburg wirklich just eng Platz für Georgien soll sein. Mit zur Ukraine. Die Ukraine als für uns eng Herausforderung. Und zwar muss man uns wirklich auch mal frohen, ob die Europäische Union kein Fehler gemacht hat an der ganzen Krise. Die Europäische Union, das auch für verschiedene Vierredner betont gehen, will ja mehr eine starke Rolle an der Außenpolitik haben, will sich affirmieren im europäischen Plan, kredibel für Werte antreten. Da muss es sich aber fragen, ob nicht auch die Europäische Union an dieser Krise falsch Zeichen setzt oder heinz der Druck ausgeübt hat, an echt zu der Krise oder zur Genese von der Krise beigedrohen hat, den wir heute kennen. Natürlich ist das erste Beispiel das von dem Akkord d'Association. Das war, dass Russland Druck auf den Herrn Janukowitsch ausgeübt hat, die Europäische Union aber auch. Auch viele europäische Politiker haben das auch kritisiert, auch bekannte europäische Politiker, die gesagt haben, dass man einen Fehler gemacht haben, wie den Blick auf dem Summit den Herrn Janukowitsch unter Druck zu setzen, für einen Akkord zu unterschreiben, den Bande politisch einfach nicht kann aushalen, den Blick, wo dann die Signatur sollte ausstehen. Und nicht nur, wenn es russischem Druck, mir einfach auch, wenn es ökonomischen Realitäten, auf die ich noch zu schwätzen komme. Der zweite ist,
de Format, an dem Blick der Europäische Union probiert Abfluss zu hüllen, noch vertruden ass. Den Normandie-Format, de lo gesehen als astravende Ministere mehr oder Manner akzeptiert, weil vielleicht keine andere Möglichkeit gibt, auch politisch, mir steht da keinem Treaty. Aber wir haben eine europäische Außenminister, die nicht Außenminister hecht, mehr eine heisch Vertreterin, eine Vizepräsidentin von der Kommission, die sich für die Außenpolitik soll zuständig sein, Madame Mogherini, die aber doch keine Rolle oder praktisch keine Rolle spielt, weil Deutschland und Frankreich die Vertretung überholen für die Europäische Union, aber dafür kein wenigstens vertragsgemäße Mandat. Wir müssen uns also frohen, in Krisensituationen hat die Europäische Union den Blick eng Legitimität, a wie artikuliert sich die Legitimität, für wat treten Madame Merkel an Herr Hollande so gut wie sie mengen, also freundlich auch von ihre Kollegen vielleicht unterstützt gehen, wie für wat de Format für in dieser Situation zu verhandeln. Eine dritte Frage, die man muss stellen, als die ob man richtig Zeichen setzen, wenn man wo Waffenlieferungen spekulieren am Blick oder wenn Herr Juncker eine europäische Armee an Gespräch bringt, an so einer kritischer Situation, wie man es am Blick haben. Da kann über eine europäische Armee nur denken, schenkt man legitim zu sein, noch von der DDR die Meinung nicht teilt, mit der den das muss machen an einer Situation, die aber immer riskiert zu derapieren. Das ist eine Frage, wo politische Opportunität, wo man sich wirklich muss vorstellen, ob das richtig wäre. Wir mengen es wo wahrscheinlich nicht richtig, wie das an dem Blick zu mehr, weil wegen so ein Signal zu Moskau abgeholt, wird ja aber, ich meine, kein Heilbande stellt, das an Zweifel ein wichtiger Partner an der ganzen Diskussion ist. Lo, für auf den Fond zu gehen, ich meine, wenn die ganze Krise will verstehen, muss den ökonomischen Hintergrund verstehen. Und das ist ja nicht normal. Sind wir doch ehrlich, dass man nach Korhai 4 gelöst kriegen, den man soll ratifizieren, den an 2 gedeelt ist. Einen politischen Teil, den direkt soll er Kraft treten, einen ökonomischen Teil, von dem man echt mich spät dezidiert tun, dass sie mise en vigueur, lo, ob Ende vom Jahr festgesetzt, also wie weiß, wie diese wirklich erkräftet, das weißt du aber, dass ein Fehler an dem ganzen Negoziationssystem bestanden hat, ein Fehler an dem Akkord, das hätte schon nicht müssen zu der Zweidelung kommen. An der Fehler, die geschieht ist, das ist eben, dass die ökonomische Situation von der Ukraine zwar in der Optik von der Europäischen Union analysiert wird, aber nicht an der ganzen Komplexität und ohne Rücksicht auf russische Interessen, die aber extrem wichtig sind. Für wen sind die wichtig? Sie sind wichtig sowohl für die Ukraine wie für Russland. Für Russland wird die Ukraine ein wichtiger Handelspartner selben Niveau praktisch wie die Europäische Union. Das ist den Intérêt économique von der Ukraine. Aber wie die 2 Länder gehören zur Zone de libre-échange von der Communauté des États indépendants, die 2 Ökonomien sind hinter der Sowjetzeiten komplett aneinander verstrickt. Das heißt, dass all Änderung an der ökonomischen Landschaft in der Ukraine natürlich Konsequenzen hat auf die Ökonomie von Russland. Und das geht ganz weit. Es geht zum Beispiel erscheinende Produktion. Es gibt Helikopter, es gibt Flieger, die zum Teil aus Russland produziert, gehen dann ein Teil an der Ukraine, darum zurück. Das gilt für viele industrielle Produkte. An alle Änderungen von der Ökonomie, von der Struktur von der Ökonomie in der Ukraine, hat selbstverständlich Reperkussionen auf Russland. Wenn also Standarden gewechselt gehen von der Ökonomie an der Ukraine, weil sie l'acquis communautaire muss nicht verholen, an Standarden applizieren an ihrer Industrie, bedingt das erstens enorm Investitionen, mit bedingt auch eine Inkompatibilität an Zukunft zwischen der Ökonomie von der Ukraine und Russland, wird natürlich ein Pech für Russland ist, die sich auch da müssen umstellen. Es heißt, dass die gemeinsame Produktion für verschiedene Sachen nicht mehr funktionieren. Es heißt, dass die Produkte an der Ukraine, die während der Übergangszeit produziert gehen, nicht mehr können ekuliert gehen an ihren traditionellen Märkten und auch nicht heute können ekuliert gehen, weil sie Standards von der Europäischen Union nicht erfüllen, mit der Konsequenz, dass sie dann zu Dumpingpreisen an den anderen Ländern von der Wirtschaftszone, von der Gemeinschaft und unabhängigen Staaten verkauft gehen. Auch das hat negative Reperkussionen auf Russland. Das heißt, Russland steht für eine ganz schwere Situation. Erstens, durch die gemeinsame Zollunion, die da soll kommen, können Produkte vom Westen relativ leicht aus Russland kommen, aus russischer Produktion auf der Platz Konkurrenz machen. Zweitens, durch die Wechsel von den Standarden kann die gemeinsame Produktion nicht aufrechterhalten gehen. Auch russische Produkte können ja auch dann nicht mehr an der Ukraine verkauft wie bislang, weil die russischen Standarden nicht mit denen von der Europäischen Union entsprechen, die ja dann an der Ukraine gelten. Und drittens, das Risiko von einem Dumping-Element an der Ukraine. Das alles sind echt
Konsiderationen, also sie hätte misse geguckt gehen, den Blick wo den Akkor negoziiert. Ich gesehen eng Zeit das bei der River, dafür will ich mich so ganz kurz fassen. Für uns als ADR als klar, dass wir wollen auch den Akkor mit der Ukraine ratifizieren, weil das ja am Interesse von dem Land, dass seine Ökonomie sich verbessert, aber wir wollten das machen, wenn wir ein Gesamtpack leihen haben, dass wir wissen, dass auch die russischen ökonomischen Interessen mit berücksichtigt sind, weil das ging auch dazu beitragen, wie die ganze Krisensituation an der Ukraine zu entschärfen. Dafür enthalten wir uns bei dem Projekt über die Ukraine und hoffen, dass es möglich ist, Negoziationsweg den einzig richtigen und vernünftigen ist, eine Lösung zu finden, den alle Partner an alle Parteien an dieser Situation, in gefährlicher Situation, aber so weit entgehen können, dass wir den Konflikt nicht mehr haben.